Man kann sich ja ganz schwer vorstellen, wie man denn auf der anderen Seite als Journalist in eine solche Recherche hineingeht, mit diesen vielen Millionen Datensätzen. Wo fängt man denn da an zu schauen, welche Spuren nach Österreich Also es beginnt einmal damit, dass man vom sogenannten Internationalen Konsortium der investigativen Journalisten, das ist ein amerikanischer, spendenfinanzierte Vereinigung, eingeladen wird in eine Gemeinschaft von ungefähr 400 Journalisten, um dort Zugriff zu kriegen zu einer Datenbank. Und diese Datenbank muss man sich zweierlei vorstellen. Auf der einen Seite funktioniert sie ein bisschen wie Google. Die Datenbank heißt Blacklight. Dort sucht man. Und, ja, aber wonach sucht man? Ich komme gleich dazu. Und auf der anderen Seite gibt es eine Datenbank, die muss man sich auch vorstellen wie Facebook, in der diskutiert man mit anderen Kollegen. Wonach sucht man? Die deutschen Kollegen und zum Teil auch wir vom Falter und vom ORF haben einmal zuerst große Listen angelegt mit österreichischen Bezügen. Österreichische Politiker, österreichische Steuerberater, österreichische Anwälte haben diese Listen aus dem Internet runtergesaugt von den diversen Plattformen, vom Parlament und haben zum Beispiel nach österreichischen Postleitzahlen gesucht. Weil in diesen Dateien natürlich auf jedem Kuvert eine österreichische Postleitzahl zu sehen ist. Und über die Recherche mit österreichischen Postleitzahlen hat sich ganz am Anfang herauskristallisiert, dass zum Beispiel in Vorarlberg eine Bank auffallend oft auffällt. So, und dann handelt man sich weiter. Dann schaut man, was macht die Bank für Geschäfte, in welche Länder kommt die. Und dann nimmt man in dieser Facebook-Gruppe Kontakt auf zu den Kollegen in Russland oder in Ungarn oder in der Ukraine und tauscht Erfahrungen aus. Und das Ganze funktioniert sozusagen sehr verschwiegen, sehr abgeschottet. Man darf sich das nicht vorstellen wie eine Herde von Journalisten, die in eine Richtung rennt, sondern ganz im Gegenteil. Das war das, was auch mich überrascht hat. Weil ich habe früher immer geglaubt, naja, die rennen alle in eine Richtung, sondern ein sich kontrollierender, eine große Gruppe von Journalisten, die sich gegenseitig hilft, aber auch gegenseitig die Information abklärt.